Ugangs Februar sind die europäischen Staats- und Regierungschefen zu Malta zusammengekommen, den Inselstaat am Mittelmeer hat jetzt unter dem 1. Januar die erste Kehr die Präsidenz von der EU an die Hauptstadt von dem kleinsten Memberstaat Valletta hat Kulis für die wichtige Sommet gegeben. Es war nämlich kein gewöhnliches Sommet. Es war nicht Business as usual. Am Vorfeld von der Reunion hat der Conseilspräsident Donald Tusk einen Brief an die europäischen Leader geschickt, für sie nach einkehr auf die großen Probleme und Herausforderungen, für die die EU steht, aufmerksam zu machen. Unter anderem wegen der aggressiven russischen Politik vis-à-vis von der Ukraine an den Operen oder der neuen amerikanischen Administration, die 70 Jahre amerikanische Außenpolitik und NATO-Politik vorstellt. Am Vorfeld vom Sommet von Valletta haben ein paar Staats- und Regierungschefen insistiert, dass sie erst in Richtung von einem Europa von ein paar Vitessen wollten gehen. Es waren das die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Hollande. Wiederum gab es auch schon eine ähnliche Deklaration von den 3 Gründungsmembern von der EU, Belgien, Holland und Lützeburg. An der Deklaration von Valletta heißt es dann, verschiedene Wege von Integration an eine verbesserte Zusammenarbeit kann eine mehr effektive Antwort auf die Herausforderungen sein, von denen die Memberstaaten auf verschiedene Meinungen und auf verschiedene Manieren betroffen sind. Nil novi sub sole hat den Trämer gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, weil die Idee die gouf schon an den 90er Jahren damals vom Karl Lammertz zusammen mit dem Finanzminister Wolfgang Schäuble über ein Kehr Europa niedergeschrieben. Direkt nach dem Brexit-Referendum habe ich dazu aufgerufen, dass ein paar die engagierten Memberstaaten sich zusammentun für die EU einen neuen Schwung zu geben. Mit der nötigen Reform, die muss gemacht werden, für die zusammenzumachen zu paar. Hier am Europaparlament habe ich an der Kommission von den konstitutionellen Affären ein Amendement zu einem Rapport über die Zukunft von Europa herausgebracht, wo ich proposiere, dass die EU in Zukunft mit verschiedenen Krisen schaffen soll. Mit einem Kehr von Ländern, die all die europäischen Politiken wollen, mitdrohen, weiterentwickeln. Ein zweiter Kreis dann, mit denen die nicht überall wollen dabei sind und dafür auch nicht von allen Privilegien sollen profitieren. Und ein dritter Kreis von Freunden, mit denen wir alles teilen, außer Institutionen. Offenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Eine gewisse Mobilität muss es dann noch geben zwischen denen aus dem Care-Europa und denen aus dem zweiten Kreis, zur Kondition, dass sie sich immer unterkehren und Decisionen von der EU halten. Es gibt ein paar Gründe, für Dateien zu proposieren. Wir haben gute Beispiele, wie das kann gehen, mit Erfahrungswerten zum Beispiel. Denkt an Schengen. Da haben wir eine Kooperation bauend den Treten angefangen und in der Zwischenzeit ist Schengen ein festen Acquis von der EU. Nicht alle Leute müssen ja auch an der Schengen-Zone beitreten. Aber wenn bereit ist, ist dabei. Die Eurozone besteht aus 19 Ländern. 25 Membern sind bei der Stabilitäts- und Koordinationspakt dabei. Tschechien und Ungarn machen zum Beispiel nicht mit. Und natürlich möchte Großbritannien bei gar nicht mit. Ich könnte nach einer langen Liste von so Beispielen gehen, von so Ausnahmen, von Opt-in und Opt-out. Es muss ich schon ein Spezialist sein, für den Dienst zu gehen. Und ich meine, wir sollen da mit abhalten. Wir sollen sehr klar und deutlich sein, entweder sind dabei am Kehr oder nicht. Und den Brexit muss als Lot Möglichkeit geben. Abzuhalten mit dem Cherrypicking, wie die Engländer sagen, keine Rosinenpickerei mehr, mit klare Decisionen von allen Land. Die aktuelle geopolitische Situation erlaubt uns auch gar nicht eine andere Möglichkeit. Es gibt nicht mehr anders, wie dass wir zusammen
halen, wann wir wollen zu summen leben und zu summen überleben. Den Präsident Tusk hat das genannt, United we will stand or divided we will fall. Sich wenn wir zu summen halen, bleiben wir stehen. Wenn wir es einzeln machen, da fallen wir auf den Boden. Und gucken, was die gemeinsame Deklaration zu Rom bei Gelegenheit vom 60. Geburtstag vom Traité von Rom uns bringen wird. Meine Idee ist, dass wir auf den Weg werden gehen von einem Care-Europa mit rundherum anderen Ländern, die sich teilweise passen, aber nicht unbedingt ganz.